Nervt dich das nicht? Wenn so aufs Gesicht kommt, natürlich nervt es. Du darfst winken, das sehe ich schon, aber dann beim Schnippen mach es nicht. Das sind wirklich die dann vielleicht als letztes dran kommen. Ich weiss viel über meine Gäste, ja. Und ich weiss auch nicht, wie die auf die Idee kommen, mir gewisse Sachen zu erzählen. Wieso erzählt man es einem Psychologen oder einem Psychiater? Weil man es vielleicht nicht unbedingt seinen Freunden erzählen will oder vielleicht, wenn man gar nicht so viele Freunde hat. Und vielleicht, weil es doch irgendwie so die Vertrautheit ist, weiss man auch den Namen und er weiss deinen Namen. Und es gibt irgendwie so eine Art Vertrauensbasis, wo sie dann wie vielleicht das Gefühl haben, so, ja, ich muss mich jetzt dieser Person öffnen. Und das ist im Fall zu 99% auch völlig okay. Wir fühlen sich cooler als der Rest. Wir sind cooler als der Rest. Nein, es ist manchmal sagt man das einfach ein bisschen so, aber das sind wir natürlich überhaupt nicht. Wir haben nämlich einfach ein Riesenfest hinter der Bar. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir sind definitiv nicht cooler als die Gäste. Barkeeper saufen am meisten. Beim Arbeiten kannst du nicht den ganzen Abend einfach nur reinschütten, weil sonst kommt dann das mit dem Kopfrechnen, ist irgendwann auch wieder vorbei und dann mit dem Merken, wer wo wie ist. Der funktioniert auch nicht, wenn du besoffen bist und die Bar am Schluss putzen geht erst recht nicht. Aber im Ausgang trinken wir wahrscheinlich alle unter den Tisch, ja. Wir sind mitschuld am Alkoholproblem von gewissen Menschen. Ja, das ist eben eigentlich noch, das ist noch fast ein bisschen perfide. Es kommt ja nicht jeder rein und sagt, hey, ich bin voll eigentlich auf Entzug und ich habe ein Alkoholproblem, möchte jetzt trotzdem ein Bier. Du siehst nicht jedem an den Nasenspitzen an. Aber du siehst natürlich eben immer, was es mit den Menschen machen kann. Oder wenn du gehst, zum Beispiel über Jahre hinweg beobachtest und du weißt, jeder kommt jeden Tag. Und auf die andere Seite, wenn jemand trinken, also was habe ich dir jetzt da vorgeschrieben? Aber wenn ich sehe, ja, er richtet sich zugrunde oder geht man schon vom Stuhl, nein, dann kommt er natürlich nicht mehr zu denken über. Barkeeper wissen wie nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollen und stehen jetzt einfach ein hinter dem Tresen. Ich weiss ja genau, was ich mit meinem Leben machen will und darum stand ich hinter dem Tresen. Ich habe auch jahrelang hinter einem Schreibtisch geguckt und das wollte ich definitiv nicht mehr machen. So einfach. Barkeeper haben kein Sozialleben. Wir haben, glaube ich, das Sozialste und das Asozialste überhaupt, weil du bist immer mit 100 Leuten rum. Aber ja, wenn die Kollegen halt am Wochenende Geburtstag feiern oder so, dann kannst du meistens halt nicht dabei sein. Oder dann noch kurz zusammen zu Nacht essen, weil du nachher noch arbeiten musst. Unter der Woche sagst du aber, ja, hey, ich habe am Nachmittag frei, gehen wir in die Party. Dann ja, hockst du nachher eigentlich einfach alleine in der Party, weil halt alle am Arbeiten sind. Das ist nur ein Studienjob, ein Nebenjob. Gut, ich habe nie studiert, aber ich bin glaube besser als jeder Student hinter der Bar. Das sehe ich auch, dann, wenn ich teilweise in Bars komme und finde, so, der macht es jetzt einfach nur als Nebenjob. Das sind dann wirklich die einfach angeschissen aussehen. Die Aufmerksamkeit ist vielleicht nicht da, weil sie einfach im Kopf schon bei der nächsten Vorlesung sind. Die wirklich guten Barkeeper, du merkst, das ist kein Nebenjob, die machen das richtig, die machen es gerne. Es gibt mega viel Trinkgeld. Kommt darauf an, wo du arbeitest. Kommt darauf an, was für ein Wochentag das ist, kommt darauf an, was für ein Monat das ist und es kommt noch aufs Datum darauf an. Also nein, es gibt die Übungen, wo du wirklich sagen, okay, wow, da hast du vielleicht so 12, 15 Stutz auf die Stunde Wein noch Trinkgeld gehabt. Und es gibt die Übungen, wo du findest, so, ja, okay, 30 Stutz zu der Bar auslaufen, Trinkgeld, das ist nicht geil. Und ja, es ist wichtig. Es ist wichtig. Zum Schluss, wenn ihr irgendwo in die Bar geht, es ist wirklich nicht verboten, zum Heu sagen, bitte und danke, so wie es einem Mami beigebracht hat. Haben wir Freude daran.